Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Super Algebra Brawl. Das Wort allein ist schon mal super. Okay, wird ein bisschen kompliziert. Und zwar, das hier ist ein taktisches, rundebasiertes Puzzle, Mathe, Roguelite, Gedöns. Ich glaube, das trifft schon mal recht gut. Ja, es hat von allem ein bisschen. Es ist auf jeden Fall Puzzle und man sollte auf jeden Fall Mathe, die Grundrechenart, Reiche eigentlich beherrschen. Ansonsten hilft es auch, wenn man einen Taschenrechner in der Nähe hat. Der wird dann schon sehen, warum, ne? Wir fangen mal an, aber zuerst der Vorspann. Eberkönig Albert VII. Vom Haus Gebra, der hat immer ausgedehntes Anwesen gehabt und das hat halt ihre Instandhaltung erfordert. Aber irgendwann hat halt die Schatzkammer nicht mehr ausgereicht, um sein Leid zu bezahlen, und deshalb sind halt immer mehr Arbeiter halt einfach nicht mehr gekommen, weil sie nicht mehr bezahlt worden sind. Kann man irgendwie verstehen. Weil nichts mehr repariert worden ist und ist dann halt die Festung zerfallen. Und da haben sich dann halt dicke Stähe gelöst, Benzin zusammengestürzt und der ganze Knispelknastel halt. Und ja, kurz Zeit drauf war halt der Eberkönig genauso obdachlos wie der nächste Landstreicher. Aber der König Albert, der wollte nicht so leicht abdanken. Die Nachbarn vom Königreich, die waren friedlich soweit, aber ganz fiese Monster haben halt ihr Reich geplagt. Das ist schreckliches Problem gewesen, denn der König jahrelang einfach ausgewischt war und hat es nicht beachtet. Aber jetzt, ne? Was gibt's jetzt für eine bessere Ausrede für einen König, der seine Untertanen mobilisieren will? Also, hingehen helfen. Und so bewaffnet er sich mit der verzauberten Insignie der Familie Gebra. Und der König Albert VII. Seines Namens hat dann halt Palast kann man nicht mehr sagen, sein Haufe Zischler halt verlost, hat ein paar Söldner angeheiert, hat so eine kleine Armee aufgebaut und macht sich jetzt halt dran, Probleme zu lösen. So. Wir starten rein. Und ich habe jetzt schon ein paar Runden gespielt, bin nicht so wirklich weit gekommen, ne? Wenn ich euch gleich zeige, wie weit ich gekommen bin, und zwar genau bis dahin. Da bin ich dann gestoppt, wie man sieht. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Das Spiel kostet im Moment um die 5 Euro, nicht ganz 6 Euro oder sowas. Ist ein nettes kleines Spiel für zwischendurch. Kannst ja durchaus deine Kinder vorsetzen und die ein bisschen Mathe machen sollen. Weil das Spiel macht schon Spaß. Das muss man halt wirklich schon sagen. Es ist von dem Macher von Shotgun King. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja. Falls noch das Spiel kenne. Shotgun King ist... Es ist quasi Roguelite, Schach, irgendwie sowas. Das hört sich so bekloppt an. Ja, ist halt einfach so. Es ist du spielst den König auf einem Schachbrett und du bist der König, der Schwarze zum Beispiel, hast aber eine Schrotflinte. Und du kannst halt jedes Mal auswählen, ob du einen Zug machst oder ob du die Schrotflinte benutzt. Und der Gegner sind halt andere Schachfiguren, die sich halt verhalten wie ein Schach. Es soll sehr gut sein, aber ich kann kein Schach und ich hab da auch keinen Bock drauf. Ich meine, ich kann auch keine Mathe und ich hab da Bock drauf. Und deswegen machen wir das jetzt halt so. Wie gesagt, für hier brauchen wir noch am Anfang war nur das freigeschaltet. Wenn du durchspielst, also der Gegner, der Endgegner von dem Level quasi platt machst, dann kriegst du so Sterne. Mit deinen Sternen kannst du dann die nächste Level kaufen. Ich habe jetzt das da erst gekauft. Weiter wie dahin bin ich schon nicht gekommen, da fehlen mir noch 7 Sterne. Macht aber nichts. Es langt an, nur wenn du nur bis zum ersten kommst, ist scheißegal. So, wir machen das mal weg. Ein Tutorial gibt's nicht. Es erklärt sich von selbst. Man spielt 2 Runden und dann weiß man, was abgeht. Am Anfang kann man auswählen, was für Helfer das man benutzen will. Und wenn man das mit den Helfer dann durchspielt, kriegst du dann halt so viele Sterne. Was eigentlich ein bisschen seltsam ist. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, wenn man es ohne Helfer durchspielt, dann kriegt man mehr Sterne. Aber eigentlich ist es falsch. So, ich erkläre mal kurz, was die machen. Das allererste ist,
die Energie, die HP vom König sind doppelt so hoch. Weiß nicht, finde ich jetzt nicht so mega, ne? Weil, ja. Das Wetter ist, man hat ein Zauberspruch mehr. Muss ich euch noch erklären, ist jetzt ein bisschen schwierig. Dann hier, man hat einen Kämpfer mehr. Und das dritte ist ein Amulett. Was haben wir dann hier? Man hat einmal den Zauberspruch mal nehmen oder multiplizieren mehr. Ich bin mit dem eigentlich immer recht gut gefahren. Der macht Fetz. Ich könnte aber auch noch den Maus. Guck mal, die Maus auch noch dazu. Machen wir 5 Sterne. Okay. So. Dann erklären wir mal. Das hier sind wir. Das ist unser König. Das da ist der Eberkönig, der Albert. Das ist der Gegner. Wir können den frei irgendwo hinsetzen. Es ist egal, wo der sitzt. Das da sind unsere Soldaten, unsere Angeheuerte. So, die Zahl ist die Angriffskraft. Der hat 2 Angriffskraft, der 5, 4, 3. Wieso sind die eigentlich nicht sortiert? Sagen wir, ja, so ungefähr. Der da, das ist denn seine Verteidigung. Der hat 12. Wir müssen jetzt versuchen, so gut wie möglich, und zwar so genau wie möglich, den da platt zu machen mit genau einer Angriffskraft von 12. Im besten Fall ganz genau 12. Das gucken wir mal. Dann würde ich zum Beispiel sagen, 3 mal 4 ist 12, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Dann nehmen wir mal die zwei da. Nehmen wir hier mal. Nehmen wir das da mal das. Und dann haben wir hier 12. Setzen sie eine Gage über. Lassen sie kämpfen. Bam. Problem gelöst. So. Weiter geht's. Und es sieht man. Das sind Kämpfe, das Weiße. Das da hin ist dann der Levelboss. Und das da sind Schatzkisten, da kannst du dann immer 4 neue Zauber oder irgendwie sowas kreieren. 2 darfst du aufdecken. Mach ich jetzt mal. Okay, das ist einfach nur Maus mit der Angriffskraft 7, also Kämpfer, der ist dann da dazu. So, schnell mal noch den da. Was macht der da? Stealth. Minus. Man kann minus 1 HP machen bis zu 3 Mal auf den da. Jetzt denke ich natürlich, ja, du willst doch aber so Kämpfer haben, wo so viel HP hat wie möglich. Ja, das stimmt. Aber guck mal, wir haben hier zum Beispiel keine Ends. Und das ist richtig kacke. Bei dem da, der hat 5 Angriffskraft, du kannst aber 4, 3 und 2 haben, weil du kannst halt minus 1 abziehen. So, ich finde das eigentlich alle beide nicht so gut. Wir kennen jetzt noch eine Karte ziehen oder eigentlich noch 2, nicht ziehen, aufdecken. Nur aufdecken. Das kostet dann aber deine König HP. Also ich nehme mal hier den Melvin. Das Mäuschen, das haben wir jetzt da. Guck, da ist er. So, der ist jetzt bei unserer Truppe dabei. So, der nächste hat 14. Ey, hat auf uns geschossen, du Naftel, dir gebe ich. Dann würde ich hier mal sagen, mach mal ganz billig 2 mal 7. 2 mal 7 ist 14, wenn ich mich nicht verrechnet habe, was ich natürlich nie mache, weil ich voll das Mathe-Genie bin. Bam. So. Dann können wir wieder 2 Karten aufdecken. Ich nehme mal die da. Was ist das? F-Ball. Inflict 25 Damage to a Target. 25 Schade auf irgendeinen Gegner. Also wo du wahrscheinlich ausruhen kannst. So. Jetzt haben wir hier Slice. Divide a Soldier into 250. Okay, man kann jetzt hier, wenn man das dann benutzen würde, das ist ein Zauberspruch, der geht dann halt da hin. Wenn man den jetzt benutzen würde, könnte man zum Beispiel den da aufteilen in 2 Mäuse mit jeweils 2 Angriffskraft. Also einfach mit dem Durchschnitt, wie man das halt so macht, Zellteilung, und hast du 2, die nur 2 wert sind. Dann würde ich sagen, da ist doch der 25 mehr wert. Das Problem an dem 25, das hört sich jetzt saumäßig viel an. Ist es aber nicht direkt. Also es ist eigentlich nicht so gut. Komm, ich nenne den mal, ne? Ich habe den noch nie gehabt. Ich habe jetzt 2 Runden mal gespielt. So. Ah ja, da kriegen wir mal kleiner vorgesetzt. 62. 62. 9 mal 7 ist 63, soweit ich das weiß. Dann hätte man noch einer übrig. Machen wir. Also, wacht. Also, pass auf. Wir machen hier 5 plus 4. Sind neu. Und jetzt machen wir 9 mal 7. So, sind 63. Jetzt haben wir hier, ne, der hat ja nur 62 HP. Jetzt machen wir den platt. Aber, jetzt kommt das Aber. So, jetzt haben wir hier die Maus. Jetzt ist die Maus, weil einer übrig geblieben ist, oder halt alles, was höher, also wenn es nicht genau aufgeht, alles, was höher ist,
dann wird die Maus korrumpiert oder dein Soldat und der wechselt dann zum Gegner. Jetzt muss ich den natürlich platt machen. Das Problem ist, wenn ich den jetzt mit Endo platt mache, habe ich schon wieder Maus mit M. Das heißt, ich kriege diese Maus nicht weg. Aber, und jetzt probiere ich mal, was passiert, wenn ich den Feuerball drauf knall. Ja, hat funktioniert. Weil ne, war ja deutlich zu viel, aber es ist so nicht von einem Gegner, der korrumpiert wäre, gar ein Ausgang, sondern es ist so ein Zauberspruch. Aha, haben wir Glück gehabt. Was haben wir das da? The Valid Charge, double the soldier's value. Okay, du kannst deine auswählen, kannst du einfach ausspielen als 10 Punkte oder du kannst deine aktivieren und dann hat er 20 Punkte. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. 20 ist schon ordentlich. Batsch. Oh, der ist natürlich super, weil, guck, der hat, erstmal hat er 20 Angriffspunkte, also so viel wie den, wenn man ihn aktiviert hat. Aber der hat da wohl noch einen Zauberspruch, dass das Gegner nur halb so viel HP hat. Der Gegner. Bin doch hier nicht im Saarland, bin doch guter Pelzer hier. Okay, dann hätte man 3 Schlangen mit jeweils 8. 5, 6, 7, 8. 2 mal 4 sind A8. Und dann mache ich einfach, kommst du her? Dann mache ich einfach den Zauberding, dann machen wir da drauf. Oh, zack, guck, einer weg. Jetzt machen wir das so. Das stellen wir da oben hin. Und das da machen wir 2 mal 4, haben wir gesagt, gell? Ja. So, die lassen wir jetzt auf schön kämpfen. Ja, hat funktioniert. So, und jetzt verstehen wir. Was? Was? Was habe ich dabei gemacht? Da oben ist Ding zurückgehen. Ach, der hat nur 3. Ich habe mich verläst. Moment. Das macht ja alles. So, ich tue nochmal ganz von vorne machen. Das macht ja alles schwieriger. Naja, nicht wirklich. Der hat nur 3. Ich habe das als 8 gelesen. Ja, nee, das ist so luschig. So. Machen wir einfach hier nur 2 mal 4. Na, der will nicht. Guck mal her. Hey! Aber sind hier dumm, ihr sollt doch nicht gegeneinander kämpfen. Ich wollte dich doch greifen. So. Also zuallererst wird der da weggebämst. Mit dem Feuerball. So, hey, der Feuerball ist eigentlich gar nicht nur so schlecht. Ne? Ich habe die ganze Zeit gedacht, der ist nicht so geil, weil du kannst halt deinen Feuerball nicht mal nehmen oder nicht plus, nichts machen. Der zieht einfach nur 25 immer ab. Aber er zieht halt, egal wie viele Gegner hat, solange er unter 25 oder genau 25 hat, ist der Gegner platt. Und das ist immer cool. So, dann natürlich auch noch da drauf. Und die Dreiermäuschen geht auf die Dreier-Schlängelchen. So, dann guck mal hier mal weiter. Piui. Sacrifice to get a random spell. Okay, also wenn du den opferst. Achso, ich opfer. Das kann ich dann oder die aktiviere die Karte, wie ich es nenne, kann ich dann nur der erklären. Also wenn man den opfert, kriegt man irgendeinen Zauberspruch. Also sowas wie das da zum Beispiel, aber halt nur einer. Was ist das da? Das ist einfach nur Maus mit 8. Ne? Das kann schon cool sein, aber ich gehe mal auf Nummer sicher und nehme den nicht um. So, dann zeige ich euch jetzt einmal, wie man die Karte aktiviert. Aha, 69. Hey, gell? Okay, 69 und 12. Den kann ich direkt wegbämsen. Mit meinem Dingens da, ne? Aber will ich das? Jetzt warte mal ab. Aktiviere geht, man geht drüber. Dann zeige ich da oben das Icon an und dann kann ich sehen, was er macht. Sacrifice to half target boosters HP. Dann hätte der 35 ungefähr noch. Beide Gegner, wenn du die halbierst jetzt, dann wird aufgerundet. Er hätte also noch 35 HP. Und der da wäre weg. Also der da wäre weg und der hat 35 HP. Habe ich einen 5er? Ja. 5 mal 7 sind 35. So machen wir das. So, ich tue den jetzt aktivieren. Und sah 35 HP. Dann rechne ich hier 5 mal 7. Lass die natürlich kämpfen. Dann batsch das. Batsch. Und dann da, komm, dann machen wir mal. Plus 8 plus 4 sind 12. Ich will doch nicht immer die Billigversion, welche Feuerball drauf und gut ist. Ey, ich hab die Leute bezahlt, oder? Das sind meine Lakaie. Ne, das sind nicht meine Lakaie, das sind meine Söldner. Ich kann ruhig was schaffen. So. Sichter, hey, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran, kommen wir.
Astra hat 32 Angriffskraft. Break the Soldiers into Single Digits. Ah, du kannst dem also, wann du den aktivierst, so wie ich das so sage, ne, kannst du den in 2 Karten dann, also dass er in 2 Söldner wird, und zwar ein Dreier und ein Zweier. Ja, ist in Ordnung. Was haben wir dann schon noch? Add. Merge 2 Soldiers adding their values. Also einfach noch ein Plus. Finde ich ehrlich gesagt. Also. Ja, komm, ich nehm den. Ich nehm den halt. Zack. Junge, sag mal, was kommt da dann jetzt schon so hoch? Ah, das kommt wahrscheinlich daher. Ich hab doch am Anfang was ausgewählt, was 3 Sterne gibt, ne? Ich glaube, das ist der Schwierigkeitsgrad, wo du auswählst. Meinte was? Ja, das sehen wir ja gleich. 192, was ist das da? Break the Soldier into Single Digits, 3 und 2. Das Geile an dem ist ja jetzt, wenn du den da mit dem da mal nimmst, also 20 mal 32, dann hätte man 64, 640, irgendwie sowas, weißt du, was ich meine, ne? Und dann aber deine Teile dusch, das wäre ja schon geil, aber wir müssen jetzt auf die 192 kommen. Oder die 60. Wie macht man denn das am besten? Ich bin ja schon froh, dass das gerade Zahlen sind, weißt du? Weil ich habe halt nur... ja, ne? Okay, 7. noch. 20 mal 7 wäre 140. Habe ich ja 3. 3 mal... Kann der da eigentlich noch was? Ach ja, der kann die HP halbieren, gell? Stimmt. Wollen wir das? Nee, eigentlich nicht. Wir lassen das erstmal so. 3 mal 20 sind 60. Ich tue das machen, ne? So, dann kriegen wir nämlich Stände da weg. Das machen wir einfach gleich. So. Und jetzt kennen wir... was ist denn 32 mal 6? 3, 6, 9, 12, 14, 16, 160. Was? Ich hab das doch nicht an den Finger abgezählt. So, ich hab EK6er, ne? 2 mal 4 sind 8. Also, wacht. Also. 6 mal 32 sind 192. Ich habe aber keine 6er, ne? Das heißt, ich kann ja aber hier gehen, kann ja aber sagen. Ah, scheiße, ich habe ja gar kein Minus. Ah, doch. Was so macht? Da habe ich doch. Plus. Sechs. Wäre das ein Gang? Moment. Wäre das ein Gang, dass ich jetzt gesagt hätte, also das probieren wir einfach mal aus. Das will ich jetzt einfach mal so probieren, ne? Wenn ich jetzt da hingehe und sage, hey, ihr 2 kämpft jetzt gegeneinander. Hey, cool, das wäre ein Gang. Ah, guck mal, dann verbrauche ich okay Plus. Das ist ja voll praktisch. Okay. 6 mal 32 sind 192. Und ich habe fast gar nicht Etagenrechner benutzt. Was? Hä? Was? Ich doch nicht. Hey, Junge. Ich bin ja schon froh, dass es nicht direkt Minus gibt. Bei Minus... Bei Minusrechner bin ich voll scheiße. Da lange die Finger nicht mehr, muss ich Sandalen haben. So, was haben wir hier? Der Flat. Der klaut HP von jedem. Ja, wie von jedem? Von jedem? Also auch von mir? Nicht sicher. Power. Multiply Soldiers Value by... dann kann ich mal sich selbst nehmen. Das wäre in dem Fall dann 32 mal 32 oder 20 mal 20, 4 mal 4, sowas. Ich nehme das da. Weil der ist mir nicht so geheuer. So, vorletzter normaler Kampf. Vorm Endgegner. Alter, jetzt aber. Hey. Was war das? Was hat der mir gerade geklaut? Irgendwas hat er mal geklaut.
So, 99, 51. Guck mal, wenn ich die zwei machen würde, zusammen, naja, das sind 52, ne? Was macht der doch? Ah, das Ding halbiere. 32 mal 2 ist halt deutlich mehr. Ich kenne 2 mal 7 und dann hätte man den weg, aber den kann ich halt Ach, der hat mal, da guck, der hat mal mein Feuerball geklaut. Ihr Leid, ich bin hier am Überlegen. Nur 8 ist 64, glaube ich. Also wenn ich jetzt das Modest 7 mal 7, 35, 2, 9. Ja, das mache ich. Also ich tue den da mit dem multiplizieren. 49, ne? Dass ich den angreife. Das geht ja noch. So, und jetzt tue ich das Mäuschen da recht machen lassen. Yep. Jetzt kriege ich ja mein Zauberspruch zurück. So, jetzt müssen wir uns um die zwei da kümmern. Den da kann ich zum Beispiel einfach wegbremsen. Dann stellen wir mal hin. Das ist jetzt mein großer Gegner. Oh, guck mal da. 3 mal 32 sind 96. Oh, ich habe kein 3er mehr. 24 sind 80, das sind 60. Das ist alles irgendwie. Also, warte mal. Was kann ich da machen? Ich mache mal, oder? So, dann sei HP halbieren. Natürlich hier wird aufgerundet. Super. Ach, da hätte ich noch einen Dreier gehabt, aber ist ja egal. Ich würde nämlich vorschlagen, das Obacht, wir machen das einfach so, dass man denne 25 runterprügle, sprich denne da, gehe ich denne, dann den Feuerball drauf schmeißen. Und dann machen wir die 40 Shit. Shit, ne? Äh, 32 und 8 sind 40. Ne, das wären dann 40, 49. Oh Mann, ey. Halt, nee, ich habe kein 2 mehr, dass ich 2 mal 5 mache kennt. 5 mal 8, Moment, 5 mal 8 sind 40, ne? 5 mal 8 sind 40, 3 mal 4 sind 12. Das ist hier alles aber ein Kacke. Also, wie gesagt, ne, dann kann ich schon tot drauf. Pass auf, ihr Leid. Ich hab's. 5 mal 8 sind 40. Ne? Ich kenne die jetzt wenn du noch zurechnen und dann zurechnen, aber das ist unnötig, das ist Plus, ne? Dann tue ich schon die Zaubersprüche verbrot. Jetzt pass auf, ich sage jetzt, was ich mache. Das sind natürlich jetzt Geld kämpfen. Jetzt hat er noch C. Und jetzt pass auf. Ich tue den da in 3 und 2 aufteilen. Und dann habe ich nämlich hier 3, 6 und 4 ist C. Bam! Junge, bin ich gut. So, wir machen das natürlich alles einzeln, weil ich nämlich Zaubersprüche sparen will. Ich weiß nicht warum, aber... So. Und jetzt... Ja, den packe ich natürlich nicht, ist klar, aber dann kann ich schon einfach mit dem Feuerball wegbremsen. Das lief doch gut. So. Was haben wir dann schon noch Feines? Liam hat 100. Er hat einfach nur 100. Okay, der ist schon... Ja, der hat halt sein Butterbrot gegessen. Das kann ich da sagen. Ippe, dippe, dab und du bist ab. Was ist der da? Create a copy of the soldier. Ah, okay. Also dann haben wir dann 2 Dreier. Nö. Liam.
lieber. Da die Ente, die hast du. Mal lieber. Oh, Moment. Ah ja, das kann ich erklären. Der tut jedes Mal bei mir Plus oder Mal nehmen. Du da ein kleines Blümmelchen, also Gegner für uns erstelle. Die Blümmelchen haben meist so 5 HP oder sowas. Aber trotzdem, unnötig halt, ne? Wir müssen gucken, dass wir dann jetzt irgendwie wegbremsen. Ich würde zuallererst mal sagen, wir halbieren dem sein das erste Mal. Oder? Ja, das ist so halbieren. Das ist so ganz was anderes. Doch. Nicht falsch, doch. Die haben ja schon nichts, ne? Hat der noch einen Zauberspruch? Nee. Wenn man den nicht halbiere, 900 sind 450, 55, 456, 4, 5, 6. So, und dann das mal 4. Dann hätte man da 400. Kann ich da noch? Noch 10 dazu, also so 3 und 10, dann haben wir 110. Wenn ich das dann mal 4 nehme, haben wir 440. Dann sollte der recht besser machbar sein. Ja, so machen wir das, ihr Leid. Also, 37 sind C. Shit, habe ich nicht bedacht. Ja, komm, wir machen das jetzt. Ich kann es jetzt zur Not zurücknehmen. Jetzt kommt da ein nice Blimmelchen. Das habe ich schon gar nicht bedacht. Nee, das ist dann eine dumme Idee, ne? So. Was will ich mit 440? Aber 550, denn das ist doch dann mal das. Ne? So. Dass man da natürlich Geld hat, ne? Ich glaube, das ist eine dumme Idee. Ne? So. Was? Hä? Ach, ja, Mann, ey. Natürlich. Das ist doch der ganze Witz dabei, du. Du Affezippel da. Ai, sorry, ich war irgendwie verwirrt. Ich weiß auch nicht. Vor allen Dingen, da ich so noch richtig erklärt gehabt habe, ne? Hopp. Nein. Hopp, zurück. Du sollst dich doch einfach nur da hinstellen. Und du Blimmelchen gehst doch hin. Jetzt machen wir es doch nicht so kompliziert, derweil du. So. Drei, 5. 5er hätte er immer, Dreier. Ja, ich kann den jetzt halt wegen. Stimmt, den habe ich gar nicht mit dran gedacht an deine da, ne? Aber 100 mal 100 wäre ein bisschen viel. Und 32 mal 32 sind auch ein bisschen viel, oder? Also fangen wir noch um ganz von vorne an, oder? Ich habe komplett verpeilt, ne? Dass der ja die Blimmelchen macht und da fleißig zusammengerechnet welche, das war natürlich eine dumme Idee. Das muss man natürlich irgendwie anders da machen. Ey, ich bin irgendwie... Also wacht, was ist dann 32 mal 32? 1024, das ist zu viel. Ich wäre immer noch davor, denn da... Mal 8er. Mal 9er. Die zwei zusammen und dann haben wir 9er.
So mache ich das jetzt einfach. Versuch. Ja, es gibt jetzt 2 Blimmelscher, ich weiß. Na, komm her. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, ja. Gucken wir mal hier. Machen wir ein bisschen Platz da, gell? Hier. Lass mal die 2 da kämpfen, ne? Das hätte ich halt deutlich einfacher handkennen. Nee. Welche? Das ist... Ja, also nee, ich kriege das schon irgendwie geregelt, ne? Das Ding, was ich halt gerade habe, ist, ich hätte es deutlich einfacher handkennen. Aber hätte Fahrradkette. Komm, ich zeige euch, was ich meine. Und zwar mit dem da. So. 456. Hey, das ist dumm, wenn ich das jetzt mal 4 nehme, habe ich da einer mit 56, das ist so voll kacke. Hier zurück. Das war schon in Ordnung, glaube ich. 9 mal 100 sind so viel. Da kommt ein neues Blimmelchen dazu. Du gehst da hin. So, wir machen jetzt hier kein lang Palaver. Dann gucken wir auf die Uhr. Bin ja schon gut dabei hier. So, geh mal weg da. Wie viel hast du noch? 12, ne? Und hier haben wir 2 Vierer. Ach, das sind random, wo die da ihr Dingens so kriegen. So. Das ist natürlich dumm. Wir haben nämlich keine Vierer. Aber wir haben 12er. Weil da kann man eine 3er und eine 2er auflesen, ne? Dann hätte man eine 4er. Hopp, weißt du was? Es ist der letzte, ne? Dann machen wir das einfach so. Ich bremse deine dumme weg. Ah, fuck. Entschuldigung. Wie komme ich denn da raus? Hallo? Ey, ich will da raus. Hallo? Oh, mal halt so. So. Den da wollte ich haben. Ich will den weg haben. So. Dann ist da auf alle Fälle okay, Blimmelchen mehr nachkommen, weil das nervt. So. Dann den da auflösen. Dann gehe ich hier hin. Mach die 2 zusammen, sind 4. 7 minus 3 sind A4. Also, so machen wir das. Die 2 zusammen sind 4. Und die 2 lassen wir gleich noch kämpfen. Komm. Sind A4. So, siehst du. Zack. Und du da. Zack. Stage clear. Woohoo. You now rule the Fractal Grove. Oh, ich habe 5 Sterne gekriegt, oder wie? So, dann erkläre ich jetzt kleinere Mo. So, und jetzt geht's halt wieder von vorne los, ne? Start, ne? 5 Sterne habe ich. Wie viel brauche ich da? Noch 5. Auch 10 Sterne insgesamt. So, nee, zurück. Wie komme ich denn hier zurück? Es gibt hier Kate zurück, das ist so doof. Okay. So. Ja, stimmt. Deswegen war das aber alles so schwer, ne? Ich habe die Runde, die ich vorhin gespielt habe, die waren deutlich einfacher. Da ist nicht in der 4. Runde gleich einer Kuh mit 60 HP oder sowas, ne? Ja, das hat Dotra gelegt, dass ich immer nur 1 genommen habe. Und ich glaube, dort drüber tue ich noch den Schwierigkeitsgrad steuern. Also mit dem da dürfte ich jetzt ein schweres Leben haben. Alles in Schwierigkeitsgrad C, sozusagen, ne? Das ist Schwierigkeitsgrad 1. So. Ich würde eigentlich hier gern zurückgehen. Moment, wir machen das einfach mal. So. Give up. So. Oh, bumm. Game over. Nee, ihr leid. Was ich eigentlich zeigen will, ist, ich will euch natürlich das andere Level noch zeigen. Es ist doof, dass du hier nicht die Möglichkeit hast, zurückzugehen. Nee, geht nicht. So. Ich will euch natürlich das Level noch zeigen. Ja, wir nehmen den nicht, oder? Einfach nur, wir gehen jetzt mal kurz drin, ihr Leute. Ich meine, wir haben eine halbe Stunde, habe ich euch das jetzt gezeigt.
So, jetzt gehen wir hier gleich mal gucken. Wir hauen den mal erstmal weg. Wenn wir 3x5 rechnen. So. Jetzt hauen wir den auf die Glatz. Zack. So, das ist schön. Wo ist denn mein Lieblingszauberspruch? Ah, nee. Sacrifice to get a random spell. Und der schon wieder. Ah. Hopp, komm her. Ja, das ist jetzt nur zum Zeichen, ne? Ich tu nicht freiwillig mal Leid Opfer mich nehmen. Es gibt so Zauberspruch, also Dinge, wo du kriegen kannst, das ist so Ränebow. Das ist mein Lieblingsding bisher gewesen. Da habe ich einen zweimal gehabt, der war voll super. Und zwar macht er einfach nur, dass wenn du Gegner bekämpfst und es bleibt recht von kleiner als 5 oder genau 5, dann wird dein Kämpfer nicht zum Gegner. Und das ist immer richtig praktisch. Aber naja. So, wir gehen jetzt hier weiter. Hier ist Sumpfgebiet halt, dass wir das Ammo gesehen haben. So, der ist interessant, weil, wenn man den nicht genau mit einem Schlag K.O. macht, also mit 16, das könnte man doch eigentlich nicht mehr. 60 ist 2x8 zum Beispiel. 2x8 habe ich aber nicht. 5, 6, 7, 8, doch. 5, so 8 und das dann nur 2, haben wir 16. Ich gehe jetzt einfach und ich schaue jetzt einfach mal drauf, ne? Ich meine, ihr seht zwar, wenn ich drüber gehe. Die Weizenzahl von each Hit. Das ist halt richtig krass, ne? Erstens mal, damit wir das überhaupt ziehen, ne? Das ist ein Blob. Blob im Sumpf, der tropft sogar ein bisschen, das finde ich super. Wenn man jetzt da halt hingehen würde den jetzt halt einfach mal mit dem 9er glatt machen, würde er sich aufteilen. Und die dann natürlich wieder aufteilen. Und die dann wieder aufteilen und die dann wieder aufteilen und so weiter und so fort. Aber ihr Leid, ich glaube, das soll es jetzt mal gewesen sein für heute. Beziehungsweise für generell, weil ich wollte einfach nur, es ist einfach nur so gleich Spielchen, was ich halt gefunden habe. Und was halt irre witzig ist, ich finde das voll gut. Ne? Es macht Fetze irgendwie so. Es wird halt, wie ihr jetzt so bei mir auch gemerkt habt, ne? Es ist dann, guck du, das ist meine Lieblingskarte, jetzt zeige ich jetzt doch schnell. Your soldiers under 5 HP cannot be corrupted. Das ist das Beste, was es gibt, da brauche ich ja gar nichts anderes. Ja, ich wollte euch das Spielchen einfach nur vorstellen, weil es halt einfach so ein schön kleines Spielchen ist. Es kostet halt knapp 6 €. Ja, ne, es ist gerade der Strauß gekommen, muss man dazu sagen, vor ein paar da. Eigentlich müsste man sagen, 6 € ist voll in Ordnung für das Spielchen. Macht Spaß, es ist cool. Du kannst, wie gesagt, deine Kitties geben, wo, was weiß ich was, Grundschule oder was sind. Zur Not, Taschenrechner neutral hier. Ne, in Grundschule darf man noch kein Taschenrechner, glaube ich. Aber sowas halt, es macht halt einfach Fetz. Du musst halt bedenken, fast 6 €, was sagen sie dann, ja, für 6 € auf Steam, du kriegst ja schon richtig geile Spiele davor, gerade wenn sie im Angebot sind. Ja, kriege ich, aber, ja, hopp, komm. 6 €. Da kann ich dann überlegen, wollen wir einem Kind, für 6 € so ein cooles Spiel kaufen oder kaufen wir eine Packung Kippe? Ich weiß nicht, was kostet eine Packung Zigarette? Also, und ihr wollt nicht, dass euer Kind raucht, also kaufe eurem Kind oder eurem Kindin. Ist das die weibliche Form von Kind? Keine Ahnung. Kaufe lieber das Spiel wie Packung Kippe, hat's mehr davon. So, ihr Leid. Und mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich und sage, hopp, tschüss. Und dann wolle keine anderen Videos von mir gucken. Das werde ich weiter spielen, aber halt nimm ich Videos aufnehmen auf YouTube, weil es fällt halt zu sehr auf, dass ich ziemlich doof bin. Und wer hat es gern, in der Weltöffentlichkeit zu teilen, dass man doof ist. In diesem Sinne, hopp, komm mir leid. Tschüss, machen's gut. Gucke, dass euer Kinder nicht Frage anfangen. Kaufen ein gescheites Spiel. Hopp, tschüss.